Und somit herzlich willkommen und hallo zu einem neuen Let's Play auf meinem Kanal. Heute das erste Mal auf Deutsch und nicht auf Schweizerdeutsch, weil es gibt sehr viele Leute, die mir geschrieben haben, ey, ich würde mir den Scheiß ja echt angucken, aber ich verstehe kein Wort, Digga. Ja, dementsprechend machen wir das jetzt mal. Es wird sowieso nur ein kleines Let's Play, da das hier eine kleine Demo ist und die gibt es aktuell für alle, die es auch zocken möchten. Ich glaube sogar noch for free auf Steam. Electrician Simulator, First Shock. Wie gesagt, eine Demo-Version. Wieso ich drauf komme, das zu spielen? Erstens, weil es umsonst war. Zweitens war ich heute bei einem nicht Möbelhaus, Bauhaus und habe mir eine Steckdose geholt, weil ich bei mir in der Küche eine Steckdose mal renovieren möchte, beziehungsweise das Haus ist ungefähr 3000 Millionen Jahre alt und ich finde, da kann eine neue Steckdose mal nicht schaden. Und dementsprechend ist es vielleicht besser, wenn ich mir erstmal mein Grundschulwissen wieder ein bisschen auffrische. Und ja, auf dem Weg könnt ihr mitkommen. So, let's go. Neues Spiel. Hallo mein Junge, danke fürs Kommen. Wie ich sehe, bist du bereits deine Reise... Was? Deine Reise als echter Elektrik... Bist du bereit, deine Reise als echter Elektriker zu beginnen? Was? Prima. Im Moment brauche ich Hilfe bei einigen kleinen Aufgaben in den Häusern unserer Stammkunden. Oh, du brauchst eine erste Einführung? Also gut. Verkaufe ein paar alte Gegenstände. Aufträge und Aufgaben. In der linken oberen Ecke kannst du deine aktuellen Aufgaben und Aufträge sehen. Da du schon mal hier bist, kannst du mir helfen, den ganzen Müll zu verkaufen, der in der Garage herumliegt. Eine Belohnung. Okay, du kannst das Wechselgeld behalten. Alles klar. Und da steht schon Taschenlampe einschalten mit T, alles klar. Oben kannst du einen Kompass sehen, auf ihm findest du alle wichtigen Objekte. Im Moment wird er dir helfen, alle verkaufbaren Gegenstände zu finden. Alright. Ja, nicht zuletzt dein Geld und deine Reputation. Hier nimm diese $200 Taschengeld, ich bin heute gut gelaunt. Danke, Papa. Bin ich nicht der coolste Vater der Welt? Auf jeden Fall. Jede Aufgabe, die du erledigst, wird dir zusätzliches Geld und Reputation einbringen. Eines Tages wirst du ein angesehener Elektriker sein, genau wie dein alter Herr. Das ist genau das, wovon ich schon immer geträumt habe. Ja, das scheint wohl unsere... Alter. Das sieht ja aus wie bei mir in Real Life. Wobei, nee, da würdest du den Boden nicht mehr sehen. So, ja gut, dann verkaufen wir mal den ganzen Müll. Einfach draufklicken oder? Ja, okay. $6 für eine Kiste? Ach du Heilige. Was ist denn da drin? Na, die kann ich ja vielleicht noch brauchen. Sagt der Messi. Okay, so. Ciao, ciao, ciao. Ist ja echt cool. Ah, die dann nicht, oder wie? Okay. Die hätte ich bestimmt noch gebraucht. So, so. Die auch nicht, okay. Und wenn es schneit im Winter, Digga? Ja, dann halt nicht. So, okay, ein Reifen, also eine Felge mit Reifen ist genau so viel wert wie ein Karton. Alright. So, haben wir es jetzt oder wie? Noch 2 Gegenstände, scheiße. Ach, hier. Ciao, ciao. Nice. Toll, unsere Garage ist sauber. Naja, sauber ist was anderes. Ich trinke mal einen Schluck, sorry. Hm. Nun zumindest sauberer als vorher. Okay. Jetzt geh zu meinem Laptop oder nimm einen Auftrag an. Du brauchst natürlich ein Passwort, aber wo habe ich es nur hingelegt? Ach du Scheiße. Wo könnte das Passwort stehen? Kann ich da reinzoomen? Drücken oder halten. Manchmal muss man drücken, um zu interagieren. Du kannst aber auch halten, um in einen Inspektionsmodus zu gelangen. Okay? Passwort auf der Rückseite. Ah, so kann ich zoomen. Oh, cool. Also 2507 ist das Passwort. Okay, cool, cool, cool. Und wie gehe ich zurück? So, ne? Kann ich das auch nehmen und... Das kann ich nicht irgendwo anders hinkleben, weil ich finde das ziemlich dumm. Aber okay. Hallo, 2507. Go.
Postfach, neue Nachrichten, bla bla bla, Geschäft, Werkzeuge, Kabel, alles klar. Wow, ist das hell. Alright, der Alessandro Castillo hat uns eine Mail geschickt mit Finsternis im Bad. Ich wollte das Licht im Bad anmachen und es hat nicht... Moment. Es hat nicht funktioniert. Ich bin ein alter Mann und es ist wirklich schwierig, im Dunkeln ein Bad zu nehmen. Ich hoffe, dass die Reparatur des Lichtschalters kein großes Problem sein wird. Ich bin nicht reich und kann nicht viel dafür bieten, aber ich hoffe, du hilfst mir trotzdem. Ja, klar. Gut, anstehende Aufgaben, Sicherung aus, repariere den Lichtschalter, prüfe, ob der Lichtschalter funktioniert. Empfohlene Artikel, ein Schraubenzieher. Den habe ich nicht. Okay, dann kaufe ich den. Schraubenzieher, kaufen. Jo. Let's go. Wie gehe ich zurück? Ah, hier. Akzeptieren. Let's go. Alright. Akzeptiert. Und jetzt? Wie komme ich hier raus? Hier? Oh, ich habe einen Schraubenzieher. Wie kann ich da... Ach so, alles klar. Und T war Taschenlampe, ne? Okay, und jetzt mit der Karre, oder wie? Ja, let's go! Gehen wir rein in unseren ersten Auftrag. Dein erster Einsatz. So, jetzt geht's los. Das ist dein erster Auftrag als Elektriker. Jedes Mal, wenn du in das Haus eines neuen Kunden kommst, kannst du einen kurzen Blick darauf werfen, aber zuerst gehst du zum Sicherungskasten, das Wichtigste bei jedem Job als Elektriker. Alright. Boah. Alter. Leck des Todes. Okay, wie gesagt, Demo-Version, glaube ich. Der funktioniert. Ja, Sicherungskasten da hinten, oder wie? Ah, nee, das ist die Steckdose, die wir reparieren sollen. Der Schalter, ne? Der geht nicht. Warum nimmt er nicht einfach den? Ich meine, im Dunkeln baden muss er jetzt nicht. Ich meine, das Ding funktioniert ja. Aber okay. Stellen keine Fragen, wir machen. Da hinten. Alles klar. So. Immer wenn du mit elektrischen Geräten arbeitest, schaltest du zuerst die Sicherung oder Strom aus. Die richtige Sicherung, aber du kannst immer die Hauptsicherung ausschalten. Das ist sehr wichtig, wenn du keinen Stromschlag riskieren willst. Alright. Sicherung, Hauptsicherung. 1 und 2. Okay, ja, dann einmal zack. Und good to go, ne? So, wie mache ich das jetzt? Prüfe, ob alle Kabel richtig angeschlossen sind. Wahrscheinlich Inspektionsmodus, ne? Okay, klicke auf verschiedene Teile des Lichtschalters, um ihn auseinanderzunehmen. Alright. Die Drähte zunächst helfen. Aha. Okay. Okay. Kriegen wir hin. Hoffe ich. Wow. Ah, Schrauben raus. So. Ah. Ich da, okay. Nee. So, jetzt habe ich hier die Drähte. Ah, Schraube raus, Schraube raus. Was ist jetzt was? Hey. Wie packe ich den? Ja, okay, aber... Funktioniert das jetzt? Hä? Ach. Hä? Ich schnell es halt nicht. So, okay. Drehpunkt an. Hallo? Bleib hier. Ah, okay, okay. So. Ei. Löse erst die Schraube. Ja, hab ich doch. Die hier auch, oder wie?
So. Das war's schon, oder was? Alright. So. Let's go. Zurück. Wie gehe ich zurück? Ah. Die Sicherung. Logisch, okay. Ey. Hallo? Oh Gott. Sicherung rein. Und. Ah. Da wird der alte Mann Freude haben. Na nice, jetzt gucken wir, was er noch sonst da. Was er sonst noch so da. Warum ist die abgeschlossen? Will was klauen? Gibt's ja nicht. Alright, ja gut. Erster Auftrag mit Bravour bestanden. Ah, $120. Dafür ist okay. Mashallah, dankeschön. Du bist aufgestiegen. Neue Nachricht von Joy Thomas. Hello, Sir. Okay, gucken wir mal. Ich habe diese alte Konsole im Haus meines Opas gefunden. Ach du Heilige. Nee, kein Bock. Steckdose. Hier, das muss ich lernen. Guten Morgen. Ich bin neu in dieser Stadt und hatte noch nicht einmal die Gelegenheit, meine Sachen auszupacken, aber es gibt bereits eine Kleinigkeit, die mich stört. In meinem neuen Haus gibt es viele Steckdosen, aber die meisten funktionieren nicht. Alter, ich kann nicht lesen heute. Ich kann nicht fernsehen und ich kann die Lampe im Schlafzimmer nicht einschalten. Jetzt weiß ich vermutlich, warum das Haus so billig war. Ja, gut. Steckdosen reparieren, bla bla bla. Was brauchen wir dazu noch? Einen Schraubenzieher haben wir. Let's go. Zu Nuru. Nuru, wir kommen. Nix einfacher als das. So. Alright. Was denn? Mysteriöse Schlüssel. Aha. Kann ich da was aufmachen, was ich sonst nicht aufmachen könnte? Ah. Warum ist denn die Tür abgeschlossen, wenn ich hier drin was machen muss? Und sehr mysteriös, dass dann da ein Schlüssel liegt. Also, ne? Gut, wir fangen mal hier an. Ne, warte. Halt. Schönes Haus. Eine Butze würde ich auch nehmen. So, Sicherung einmal raus, bitte. Kein Bock zu sterben. Alright, die ist drüben. Fangen wir hier doch einmal an. Okay, auf den Steckdosen sind unterschiedlich. Anleitung. Auf den ersten Blick fällt dir vielleicht eine Reihe von Ähnlichkeiten zwischen Schalten und Ausgängen auf. Sie sind ein wenig vergleichbar, was die Demontage angeht, aber die Kabelverbindung ist ganz anders. Außerdem gibt es Einfach- und Doppelsteckdosen und noch viele mehr. Okay? Die Drahte in der Steckdose scheinen komplexer zu sein, aber dieses Mal ist es wirklich schwer, einen Fehler zu machen. Noch einmal, folge einfach beachte die verschiedenen Arten von Drähten. Also Leitung, Neutralleiter und Schutzleiter. Okay. Aha. Nachdem alles entsprechend angeschlossen ist, sollst du ihn... okay. Let's go. So, ungefähr so sieht meine Steckdose auch aus. Nur, dass ich den Penüppel hier, der geht bei uns natürlich nicht raus, sondern rein. Also wie das in Deutschland, ich glaube, ihr habt nochmal andere Stecker als wir. Ich glaube, ihr habt sowas, ne? In der EU. Wir haben halt so hier noch ein Loch, wo die Erdung, also hier der Schutzleiter, ach, schieß mich tot. Kriegen wir schon hin. So, einmal. Was? Was ist denn los? Noch hier aufschrauben. Ach so. Wow. Okay, dann raus damit. So, jetzt wird spannend. Das ist geil, dass die ganzen Steckdosen einfach nicht funktionieren, weil die Kabel nicht angeschlossen sind. Also jetzt haben wir PE, N,
und L1. Habe ich natürlich nicht aufgepasst, was ist, aber das Spiel hilft uns ja. Grün ist... Warte mal. Grün geht hier rein. Das ist da... Ne, das ist der Schutzleiter, ne? War das. Warum ist dann hier so ein... Alter, ich versuche das halt wirklich zu verstehen, damit ich das gleich in echt machen kann, ne? Ja, wow, das Symbol ist immer dasselbe. Toll. Weil ich frage mich halt, welche Seite dann was ist, wenn ich das hin... Weil ich glaube, das ist die Erdung, ne? Das ist ja der hier. So, und was ist hier... Ja. Toll. Ja, wird schon schief gehen. Wir kriegen das hin. Alright. So. So. Schraube rein. Zack. Ja, die ist fertig, ne? Kann ich hier wieder raus? Danke. So, die funktioniert oder wie? Gehen wir hier. Guck mal. Gucken wir mal Sicherung rein. Mal testen. Wo ist die Fernbedienung? Ah, meine Hand ist die Fernbedienung. Okay, das funktioniert schon mal. So. Gut, dann haben wir hier noch eine. Okay, das ist jetzt eine Doppelsteckdose, weil ich will nämlich bei mir, und das ist die große Frage, ich will nämlich bei mir von einer einfachen Steckdose auf eine Doppelsteckdose wechseln und ich frage mich, ob das geht. Weil da müssten ja eigentlich, nee, das sind ja trotzdem nur 3 Drähte, ne? Ja, dachte ich mir nämlich. Weil die Verteilung kommt dann in der Steckdose. Okay. Was ihr euch fragt, ja, ich bin dumm, ja, ich habe keine Ahnung und ja. So. Ist egal, wo ich das hinpacke, oder wie? Nee. Also, wenn ich das Spiel so richtig verstehe, war es jetzt vorhin umgekehrt, ne? Ich muss besser drauf aufpassen. Bin so lost. So, ja, beruhig dich. Okay, voilà. Zack. Zack. Und das war's jetzt, oder wie? Das jetzt funktioniert, ne? Okay. Repariere eine andere Steckdose. Wo ist denn noch eine? Welche ist noch kaputt? Die hier unten, oder wie? Nee, die kann ich nix machen. Hier. Ah. Ah, okay. So. Jetzt gucken wir nochmal. Voilà. Das mit den Kabeln. Warte mal, kann ich das jetzt? Ne, da ist jetzt wieder so rum. Hä? Ich check's nicht. Also das, die Erdung ist immer in der Mitte. Aber was ist hier? Oder war das gerade eben auch schon so? Nee, vorhin war umgekehrt, ne? Ups. Bin so lost. Alter! Komm mal. So. So, dann machen wir zu dem Bums hier. Hallo? Hallo? Los. Ach, die Schrauben, ja. Hä? Ich hab doch einen Schraubenzieher. Ah, das war natürlich verdreht. Okay, okay, okay. Also links. Alright.
Versuchen wir uns zu merken. So, okay, mach den Fernseher an. Mach die Lampe an. Fernseher an. Hallo? Laufen? Okay, das funktioniert so nicht. Der läuft. Und jetzt noch die Lampe. Ey, voilà. Ja, nice. Wir sind der beste Elektriker EU-West. Let's go. Gib mir eine gute Bewertung, komm. $10 für um den Fernseher anzumachen. Ja, geil. $230. Perfekt. Alright. Komm, den einen Auftrag machen wir noch in dieser Folge und dann setze ich mich in Real Life an die Steckdose und sage euch beim nächsten Mal, wie es gelaufen ist. Wenn nichts mehr kommt, bin ich tot. So, ja, alte Konsole im Haus meines Opas gefunden. Ich wollte darauf spielen, aber die Steuerung funktioniert nicht. Können Sie mir helfen? Mein Papa hat gesagt, dass die Batterie nicht in Ordnung ist. Können Sie das reparieren? Ich habe kein Geld, also kann ich Ihnen nichts geben, aber bitte helfen Sie mir. Ich möchte Spiele spielen. Das wollen wir natürlich unterstützen. Der liebe Joy. Natürlich. Was? Eine andere Art von Auftrag wäre... Okay, das wird jetzt das akzeptiert. Das reparieren wir hier in-house. So wie ich das verstehe. Ah. Okay. Und wo ist das Ding jetzt? Doch akzeptiert, oder nicht? Akzeptiert. Oh, okay. Ah, okay. So. Ich bin so aufgeregt. Dein erstes Mal an der Werkbank. Es ist ein bisschen anders als gedacht, denn ich wollte, dass du nur mit einem Gerät arbeiten kannst. Was? Dass du nur mit einem Gerät arbeiten kannst. Ich schlage vor, dass du es zuerst zerlegst. Schließlich hast du früher gerne Spielzeug zerlegt. Das sollte keine große Sache sein. Dafür brauchst du ein Schraubenzieher-Upgrade. Hier sind ein paar $. Ja, danke, Papa. Und bereite alles gut vor, um zusätzliche Kosten zu vermeiden. Ah, Werkzeug nutzt sich ab. Okay. Ja, und was ist jetzt was hier? $210 für einen Schraubenzieher. Alter. Oder habe ich jetzt was gekauft, was ich gar nicht brauche? Lass drauf, komm. Wir haben alles. Gut, und wie lege ich los hier? Zoomen. Drehen. Ah, okay. Kann ich das auch mit dem hier machen? Nee. Du brauchst einen Schraubenzieher, ja. Und was ist das? Ein Phasenprüfer oder wie? Das hier eine Pinzette. Okay, ja, dann hätte ich nur den gebraucht. Toll. Ganze Kohle auf den Kopf gehauen. Ein Auftrag, der keine Kohle bringt. Nice. So. Mal hier. Hallo? Wieder umdrehen oder wie? Aha. Okay. Die Dinger hier weg. Ah, komplett zerlegen, hat Papa gesagt, ne? Akku ausstecken. So, haben wir alles? Okay, die Controller-Batterie ist zerbrochen. Verstehe. Kann man sonst noch was abnehmen da? Ich denke nicht, ne? Demontage, aber da fehlt noch was. Ah, okay. Netzstecker. 93%. Immer noch irgendwas. Das ist mein Junge, genau so geht's. Du hast dein erstes Gerät zerlegt. Auf der linken Seite siehst du die Liste der Einzelteile. Wenn sie in Ordnung sind, ist alles in Ordnung. Ach nee. Wenn sie kaputt sind, musst du sie reparieren oder ersetzen. Wenn alle Teile in Ordnung sind, kannst du das Gerät zusammenbauen. Okay.
Ja gut, es ist alles in Ordnung, außer halt der Akku. Kann ich den auch reparieren, hat Papa gesagt. Wie meint das denn? Will den nicht ersetzen, das kostet bestimmt Kohle. Und da der kleine Junge keine Kohle hat, will ich den... Ach gut, okay, 15 Dollar. Let's go. Gut, und wie baue ich das Ding jetzt wieder zusammen? Modus ändern, Montage. Alright. Hier anstecken. Ja, ei. So. Zack, zack, zack. 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 Raum rein. Raum rein. Ja, cool. Testgerät. Status effizient. Jetzt kriege ich trotzdem 60 Dollar? Ja, danke, kleiner Junge. Cool. Und neue Aufträge kommen auch rein. Und ja, ich würde sagen, das war's mit der ersten Folge Electrician Simulator. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst mir doch gerne mal einen Kommentar da. Ein Like und so weiter. Abo, dies, das. Ihr wisst, wie es läuft. Und ja, ich mache mich jetzt ran und wechsle in Real Life eine Steckdose. Und wenn es eine zweite Folge gibt, habe ich das überlebt. Und sonst rächet meinen Tod. Alles klar. Macht's gut. Bis bald. Ciao.